Bonjour, hi vu Straßburg, herzlich willkommen bei CSV Europäisch Impressionen. Bei mir hier im Plateau sind mein Kollegen den Frank Engel und der Christoph Hansen, den neuen Kollegen. Bonjour. Auch während dieser Plenarsession hat man ein paar wichtige Dossien, wo wir noch nach drüber gehen. Vielleicht am Vierfeld da war, wir hatten auch zwei Gäste auf Besuch. Den Präsident Đukanović aus Montenegro, wo Beitrittsverhandlungen oder Bestrebungen für ihre Beitritt schon von 2012 laufen, ein bisschen darüber diskutiert. Und dann hat auch den estnischen Premier, den Jüri Tatras, den noch ein bisschen über die Zukunft von Europa seine Visionen durchgelöst hat, wo ich aber muss so, ich meine, die sieht man eins, da auch nicht viel Neids durchkommen par rapport zu denen, die dafür drin geschwert haben. Natürlich die großen Herausforderungen sind bekannt. Dat het pro-europäisch reet war, dat sie auch mittlerweile gewinnt von denen Optritter. Dann haben wir auch noch über die Spitzenkandidaten ein bisschen diskutiert, war noch mehr intern an der EVP. Ihr wisst, dass wir seit 2014 da eine Prozedur haben, wo eigentlich den Spitzenkandidat von den einzelnen politischen Gruppierungen, von den einzelnen politischen Parteien an die Rennen geht für die Europawahlen am Lissabon-Vertrag als ein Hinweis darauf, dass das soll konsideriert in das Resultat für dann den Kommissionspräsident hinzustellen. Wie seht ihr das? Wir haben zwei Kandidaten. Vielleicht, Christoph, was hältst du davon, dass die sich präsentiert? Bei uns, den Manfred Weber kennen wir schon lange. Dann Axel Alexander Stubb war auch bei uns auf Besuch. Wie ist deine Impression? Ich meine definitiv as het wichtig, dat man méi wie E-Kandidat hun, wenn man muss auch können iwwer Inhalter schwätzen an lo mat zwei Kandidaten lewer hätten der 3 Féier, dann hätten man vielleicht eng besser wie an mir hätten noch méi Optionen fir no zu gucken wen as engem Programm die richtig Punkte hun schmenge Hummer zwei valabel Kandidaten das nach méiglech dat an Kandidaturen no kommen. De Michel Barnier war jo och eng Zeit gehandelt den hat konfirmiert, dat dat net mcht och wahrscheinlich Fälle vun du hem aus net den neige Soutien hat, dat wie natürlich och evaluable Kandidat gewircht. Absolut. Den am Kader vun de Brexit-Verhandlungen noch een ganz gute Match do mcht. Lo muss man natürlich gucken, wen du nach dabei könnt. Wir werden dann zu Helsinki am November werden wir dann ënner Deis aufstimmen, wen lo de beste Programm oder wen du die am besten Leiit bei ne bringt. Manfred Weber ist schon ein bisschen bekannt, den Alexander Stubb Manner. Frank, du vielleicht zu seiner Person, was heute für politisch Laufbahn handelt sich? Ja, aber das ist so Finn. An Finnland gibt es politische Biografien, die ein bisschen ähnlich sind wie bei uns. Das hat mit der Konfiguration von der finnischen politischen Landschaft zu tun, wo es wirklich keine richtig große Partei mehr gibt, wo Koalitionen zu zweit sind, langer Zeit am von kein Thema mehr sind. Die stärkste Partei in Finnland könnte man 20% oder so als Wahlen raus an Dönno muss da gucken, dass die irgendwo Majoritäten könnt. Das heißt, Koalitionen gehen gemacht gehen Dönno geändert bei der nächsten Regierung, sodass die ganz sicher kann, je nachdem wie die Parteien zusammenfallen, ganz viel gehen. So werden Alex Minister für vieles und kurzzeitig auch Premierminister. Und zwar nachdem Jyrki Katainen als Premierminister demissioniert hat, für an die Europäische Kommission zu gehen. Das Wahlresultat von ihrer Partei bei der nächsten Parlamentswahl wäre aber nicht so, dass sie an der Position gewesen wäre, für eine Majorität zu feiern, sodass man sich dann an der halb 3 zurückgezogen hat in der finnischen Politik für Vizepräsident von der Europäischen Investitionsbank zu sein. Also so eine relativ fähig politische Karriere, wie es langsam Finnland fand. Er war auch schon am Europa. Er war auch 4 Jahre Member vom Europäischen Parlament. Und das ist für mich ein Tipp, den klassischen nordischen Liberalen ist. Was am von gut bei uns passt. Das sind Leute, die bei der Rechtsstaatlichkeit kein Aufstreicher machen. Die ein anständiges Werte- und Koordinatensystem haben, ohne aber total dogmatisch ihr Lebensmodell andere Leute auf Pilz zu schlagen. Und ich muss sagen, dass ich mich mit den zwei Kandidaten eigentlich im Moment ganz wohl fühle. Christoph hat gesagt, die Frist läuft nach, ich meine, bis zum 17. Oktober oder so, für festzustellen, ob danach dabei kommen. Wenn nicht, dann haben wir eine Offer, die besteht aus einem klassischen Kandidat am Sinne davon, dass den auch schon mal Minister oder Regierungschef war, an einem unklassischen Kandidat, der Manfred Weber, an dem Sinn, dass er noch nie eine Exekutivposition hat.
Dat will aber nicht hechen. Weil an Länder, die mit absolute parlamentarische Majoritäten funktionieren, zum Beispiel, also total normal, dass ein Oppositionschef Premierminister wird als Parlamentarier, ohne je für Minister gewesen zu sein. Ja. Aber wenn an einem Staat geht, Tony Blair, wenn die Ministerin und der Premier gouf, Beispiel. Es gouf nur aber scheinbar, wie die Leute gemeint haben, ein großer Premierminister. Mit dem Geschenk sind all die Entwürfe an der Reihe. Du hast lo Stichwort eigentlich gin Rechtsstaatlichkeit. Den Alexander Stupp hat doch ganz stark darüber insistiert. Lo hummer wie der Westleif Leiit hummer schon no Polen, no Ungarn, wo Verfahren angelegt gin ass mat Polen, wo auch mat Ungarn, wo mat Lächkeheit den Artikel 7 deklanchiert hun als Parlament, werden immer drop wat de Konseil an dort zo seet. Lo hummer en neue Fall war doch ein gros Thema, war Göster dat aus Rumänien. Frank, du beschäftigst dich mit der Rechtsstaatlichkeit schon paar Jahren. Du hast auch Stichwort Login. Wie sagst du das mit Rumänien? Kann in den Oppositionsquellen doch leben, die den Teufel und Mauer malen und die so wären zurückgefallen an den Ceausescu-Regime? Also in Rumänien geschehen zwei Sachen, die eng als eindeutig politisch kontrolliert oder gewollt. Und die anderen, da sind ich mir nicht so sicher. Ich meine, dass das nicht so klar ist. Das, was politisch gewollt ist, und total inakzeptabel. Das ist der Präsident von der sozialistischen Regierungspartei, der selber, weil er Gerichten zur Unwählbarkeit aufgrund von Korruptionsvorfällen in der Zeit verurteilt hat, nicht kein Premierminister ging. Aus dem Hintergrund der von seiner Partei gestalteten Regierung imposiert Gesetzgebung als Sache Korruption so zu ändern, dass Korruption am Fond, wenn sie bei Politikern aufhält, kein Straftat dort bestanden ist. Das ist ein ehemaliger Viergang. An die Partei möchte du mat wie dat dann sich eben einfach ergött. Er fand das total normal, dass Korruption am politischen Raum war der Rumänien ein Problem ist. Und immer wer eigentlich an Zukunft so als Kavaliersdelikt so, just ein bisschen schlimm wie Falschparken oder so soll geahnt gehen. Das ist für mich an für uns nicht akzeptabel. Es gibt zusätzlich allerdings ein Problem. Rumänien, das de Geheimdienst, also notfallige Organisation föderaler berüchtigter Securitate, haut eigentlich total außerhalb von politischer Kontrolle agiert. Leid bedrängt, an der Politik matt möchte, an Ähnliches. Das sind selbstverständlich auch Zustände, die in einem demokratischen Rechtsstaat am 21. Jahrhundert nicht kann tolerieren. Wir wissen ja zu Lützeburg, was das für ein Zaubermolenke wäre. Wie en no mengem der Vierhalen echt der marginale Vierfall innerhalb vun der Logik vum Geheimdienst dazu gefordert huet, dat ganz politische Landschaft an Opbau kom. Ich kann man net feststellen, dat man dauerhaft akzeptieren, dat an engem Memberstaat vun der Union so Geheimdienst operiert, den eigentlich operiert wie freier et gestärkt Genau. Oder de KGB. Dat geht net, dat das net akzeptabel. Sie muss verstoen, dat man dummer dichthaft Probleme. In andere wichtigen Sujet, wo wir allen zwei drauf geschafft haben, den Christoph Hansen und ich selber. Der Christoph natürlich ein bisschen mehr intensiv, weil das ein Dossier, den an den Umweltausschuss gehört. Transport hat eine Meinung dazu geäußert. Christoph, das sind die Reduktion von den CO2-Emissionen. Der Verkehr mischt extrem viel aus, der Straßenverkehr hält permanent nach so, sodass man auch aufgrund von den Engagementen, die man zu Paris geholt haben, dass man eigentlich etwas machen muss. So wäre am Anfang so, die Kommission hat 30% Reduktion vorgeschlagen bis 2030. Das Parlament ist immer ein bisschen mehr ambitiös, wie aus dem Match ausgehen. Wie haben wir uns da durchgesetzt, was haben wir definitiv gestimmt das Woche? Ja, das wie du siehst, effektiv von mir als Engagement dagegen auf der Klimakonferenz zu Paris für als Erderwärmung zu begrenzen. Dafür müssen wir als Treibhausgasen reduzieren. Und du gibt eigentlich zwei große Wolle, wo das machen kann. Ich denke, das ist ein Industriesektor, wo den Zertifikatshandel gibt mit Emissionen. Und da gibt es den sogenannten Nicht-ETS-Sektor. Also nicht die Industrie, und du hast dann so Sachen wie den Bau dran, du hast Landwirtschaft dran, und natürlich den Transport. Beim Wohnungsbau ist zu Lützeburg effektiv der Passivbau schon Standard. Das heißt, da können wir nicht mehr viel machen, nicht viel besser machen. Landwirtschaft machen wir schon ganz viel Agrarumweltmaßnahmen, wo wir eigentlich schon ganz weit gehen, wie du noch weiter
Kuppen ze machen, musste Produktion reduzieren. Ich mengen dat ass net als ein Objektiv. An da können natürlich den Transport die 64% von den Emissionen an dem Sektor, an dem net ETS-Sektor ausmachen, natürlich da, wo man den Hebel muss umsetzen. Voilà, wir müssen an dem net ETS-Sektor bis 2030 muss mir minus 40% hinkriegen, da das mat Schweden den höchsten Objektiv den zerrechen ass. Dat heißt, wir müssen do beim Transport umsetzen. An Myhologister den Rapport, den wir ha gestimmt hun, waren mir net ganz op Fraktionslin, weil mir du bist méi ambitiös waren wie e großen Deel von unserer Fraktion. Wir waren aber bei weitem noch net lang. Wir waren net lang, ich mengen, dat war die Fraktion noch war half kann ich bald so, weil effektiv. Nee. Ich meine, muss so in der Fraktion noch ganz geprägt war von den Ländern, wo Autoen hergestalt gehen. Also das hört sich, du hast eine Zurückhaltung, die gewirrscht, die Menge Menü auch nicht verständlich ist. Das heißt, die halen nach immer etwas fest, wo aber Technik und alles rundherum weitergeht. Ja, aber sie aber auch nicht alle gut. Ne? Das ist schon interessant, da gibt immer mehr eine deutsche Blockadehaltung. Ja. Franzosen haben so gestimmt wie mir, wenn ich das richtig gesehen habe, dass ja nicht, wenn nach Frankreich kein Auto gebaut wird. Ja. Also stellen sich irgendwo fest, dass an Deutschland wie langs auch mit der Kohle wäre. Ja. Wir haben da fest, weil wir mengen, dass von dort nicht weiter kann gehen, da geht Welt. Die Welt ist da nicht untergegangen und die Welt geht für den Autobauer in Deutschland auch nicht unter. Wenn sich so behören wie andere, für die das anscheinend kein ganz großes Problem. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht so richtig, wofür das so auf der enger Platz méi der Manner gefällig méiglich sinn an op der andere en Drama. net vergessen derf ass dat déi Standard Mylo fir minus 40% fir d'Autoen a fir Kamionetten hun mir hai gestimmt, das Durchgang. Am Kanzler iwwer so en ganz ambitiös halten. Dat kann eventuell an déi Richtung so her nur an Trilog. Kenint an déi Richtung goen, dat man net vergessen derfen ass dat sech och fir Autoen appliéiert, die an Drittländer zu Summe gebaut gin, an die Wellen op den europäesche Marche kommen. Dat hicht das net nimmen als europäesch Produzenten, déi sech du mussssen halmi och Dianaer, dat hicht du gëtt ke Problem mat Konkurrenz, dat das bisssen dat Fi alle meist Deitsch an osteuropäesche Kollegen ha am Parlament gefärcht hun so gefragt gifen Arbeitsplätze verlögin, méi dats och eng Etyd vun der Kommission rauskommen, dat justement déi Ambiioun och dazu beidroe kann, fir dat neii Arbeitsplätze kreiert gin. Wat bisssen problematisch beim Wort vergëcht ass dat ma einer Transitionstechnologie wie dat nennt, zum Beispiel Hybridautoen eigentlich defavoriséiert par rapport zu Elektroautoen. Elektroautoen sind natürlich gut, da mache Sinn, wenn lo am Stadtverkehr ass, wo kurz Distanze gemacht gin. Op länger Distanzen ass dat aber net den ideale Modell. An do muss man lo nach gucken, an dann hoffen wir auch, dat am Konseil nach Bësse geguckt gët fir déi Technologien awer op deselvichte Niveau zu setzen, well Strom as gut, méi hunn wer auch viel Probleme, wenn man um die Batterien denken, dat sind wo Lithium an wo Nickel an dat hier könnt. Wo dat hier kënnt an wége Konditionen dat du exploitéiert gëtt. Fir d'Umwelt aniwwer ewer och fir d Gesellschaft. An dann den andere Problem ass natürlich den Zuerchung an du hummer nach keng industriell Prozeduren, die an Plassen fir dem Meestat ze gin. Was du logisch ass de Bonus-Malus-System, dat hichte Malus huet sech durchgesät, die sollen da bestroft gi mir hat nicht bisse fir de Bonus plädéiert fir Urreizer ze ginn, fir dat an die neue Technologien Technologie neutral, mal, wie du sees och einer Technologie wie just Elektro fir och an als investiert. Bon, gut me net durchgesät. Me dat net lächtwur sinn. Hai as wer leifleitlächtwur an mi hunn wie gesot pu Dossien engerseits bisse méi besucht, wie man hat einerseits awer auch konkret Dossier, wo man drauf schaffen. Ich soll nicht merci fir no in Hai vu Stoßbrchen am Nummer vu menge Kollegen bis die nächste Woche sind 14 Di schon am Hai. Et geht wie gesot am Oktober immer ganz séier. Du könnt eng Plenärsessioun oder der Äner. Merci fir no wie gesot bis geschwet. Merci.